Vor vielen 100 Jahren haben die 3 Schweizer Talschaften, Uri, Schweiz und Unterwalden, in Frieden und Freiheit gelebt. Es war ein unbekümmertes Leben in einer wunderbaren Landschaft. Über den hohen Felsufer vom Vierwaldstättersee haben sich grüne, saftige Wiesen ausbreitet und rundum sind hohe Bergspitzen in den Himmel geragt. Aber es ist eine Zeit gekommen, wo das schöne und freie Leben der Urschweizer bedroht worden ist. Der österreichische Kaiser hat sein Reich vergrössern und den benachbarten Schweizer das Land und die Freiheit rauben. Brutale und grausame Abgesandte vom Kaiser, sogenannte Landvögte, sind in die Täler eingefallen und haben die Bevölkerung aufs Schrecklichste geplagt und unterdrückt. Im Jahr 1291 stürzt der Unterwaldner Bauer, der Konrad Baumgarten, aufgeregt, gehetzt und ausser Atem ans Seeufer vom Vierwaldstättersee. Ein fürchterliches Gewitter ist aufgezogen. Es hat gestürmt, blitzt und donnert. Der Fischer Rudi war gerade dabei, sein Boot gut zu befestigen. Fischer! Fischer! Kannst du mich über den See bringen mit deinem Kahn? Landsmann, was habt ihr? Es geht um Leben und Tod. Ein Vogt, seine Reiter sind hinter mir her. Wieso verfolgt man euch? Ich bin der Konrad Baumgarten. Ein Vogt vom Kaiser hat meiner Frau Gewalt antun. Ich habe mir nicht mehr anders zu helfen gewusst und hat den Sau mit dem Bieli erschlagen. Gott sei dir gnädig. Was hat er deiner Frau machen? Er war bei uns im Haus und hat meiner Frau befohlen, ihm ein Bad vorzubereiten. Sie hat alles gemacht, was er wollte, bis sie ihm den Nacken massieren wollte. Zu dieser Zeit war das etwas ganz Schlimmes. Ja, ein Verbrechen, das der Vogt von dieser Bauernfrau verlangt hat. Gerade dann bin ich vom Holz heimgekommen. Ich habe das Biel genommen und dir von mir und meiner Frau wiederhergestellt. Ihr habt sicher recht gehabt, Freund. Aber ich kann euch bei dem Sturm nicht über den See führen. Schaut doch selber, wie hoch die Wellen sind und wie der Wind über den See schiesst. Wie eine Nussschale würden wir hilflos auf dem sturmblockten See umeinander schaukeln. Wenn ich nicht das andere Ufer überkomme, Fischer, dann bin ich verloren. Plötzlich hat sich im Blitzlicht in der Ferne eine mächtige Gestalt aus dem Regen abzeichnet. Ein grosser, stämmiger Mann mit einem Bart, mit lockigem Haar, kniefreien Hosen und einer grauen Kutte mit einer Kapuze ist vor dem Fischer und dem Bauer gestanden.